Gut, wir haben Informationen, dass die schwarze Lilie da drin steckt. Und wir sollen einen Journalisten anrufen. Ah, schon wieder du. Wo diesmal geht's hin? So, es geht wieder Horn. Zur Essex Street auf der Lower East Side. Alles klar. Gut, wir müssen den Anrufer, dazu müssen wir ins Telefonbuch schauen. Nachdem wir mit dem Slowenski gekriegt haben. Was kann ich tun für dich, De Niro? Nix. Wiedersehen, Slowenski. Do svidania, De Niro. So, das Telefonbuch, das war da drin, Money. Das einzig Nützliche auf diesem Regal ist das Telefonbuch von New York. Gut. Ich müsste da drin eigentlich Moores Nummer finden können. Gut, das müssen wir anscheinend selber suchen. Mal sehen, ob ich Moores Telefonnummer finden kann. Moore. Ich erinnere mich nur an den Nachnamen, aber er hatte einen ungewöhnlichen Vornamen. Ich werde mich daran erinnern, wenn ich ihn geschrieben sehe. Moore, gut. Da haben wir mehrere. Nein, nicht der Moore, nach dem ich suche. Nein, nicht der Moore. Der Nick. Nein, nicht der... Ungewöhnlicher Name. Violetta Moore, das ist der Name. Was für eine Art Name ist Violetta für einen Typen? Na egal. Seine Nummer ist 555-4897. Ich hoffe, der lebt noch. Der Typ hatte Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Gut. Rufen wir mal den an. New York Vermittlung hier. Was kann ich für Sie tun? Können Sie mich zu einer Nummer durchstellen? Warum kaufen Sie sich nicht eines dieser neumodischen Telefone mit Wählscheibe? Ich bin ein konservativer Typ. Wie ist die Nummer? Die Nummer war die da. Violetta Moore, 555-4897. Einen Moment bitte. Hallo? Spreche ich mit Violetta Moore? Sie sprechen mit seinem Geist. Es ist mitten in der Nacht. Wer zum Teufel ruft um diese Zeit jemanden an? Ich bin Del Niro, der Detektiv, der... Del Niro. Alter schwere Nöter. Ich sehe, dass du dich noch an mich erinnerst. Verdammt normal. Du hast bei der Geschichte mit den Syndikaten vor ein paar Jahren meinen Arsch gerettet. Wie könnte ich dich je vergessen, alter Kumpel? Wie geht's denn so? Wie gehabt. Flasche in der Hand und Rechnungen im Schrank, was? Mehr oder weniger. Du musst einen guten Grund haben, hier zu nachtschlafender Zeit anzurufen. Ich brauche einige Informationen. Tja, da hast du die richtige Nummer gewählt. Nenn mir einfach einen Namen und ich erzähle dir alles über die Leichen in seinem Keller. Kennst du eine Organisation, die Schwarze Lilie heißt? Verdammt noch eins. Du druckst nicht lange herum, was? Es ist nicht ratsam, einen von den Typen auf die Füße zu treten, wenn du dich nicht bis zum Hals in der Scheiße wiederfinden willst. Gut, was weißt du über die? Was weißt du über sie? Die Schwarze Lilie ist eine der mächtigsten Mafia-Familien in Los Angeles. Mitte der 20er haben sie angefangen, die Macht an sich zu reißen, während andere Familien damit beschäftigt waren, sich gegenseitig zu bekämpfen. Sie stellten fest, dass die Zeit der Gangster mit Tommy Guns zu Ende ging. Sie fingen damit an, Politiker zu kaufen und Allianzen mit ihnen zu schmieden. Keine Schmuggelware oder Morde mehr. Sie erreichten ihre Ziele mit hartem, kaltem Cash. In Los Angeles gibt es ein Sprichwort. Die Schwarze Lilie legt dich nicht um, sie stiehlt deine Seele. Kannst du mir ein paar Namen nennen? Da hast du die richtige Nummer gewählt. Der Kopf der Organisation ist ein gewisser Tommaso Venanzi, einer deiner Landsleute.
Aber stell ihn dir nicht als den klassischen italienischen Gangster vor. Venanzi ist Anwalt und er kommt aus gutem Hause. Er ist schlau genug, um zu wissen, dass ein Schmiergeld zur rechten Zeit mehr wert ist als 1000 Bewaffnete. Und wer zahlt hier in New York die Schmiergelder für ihn? Ein Halbkanadier namens Samuel Cutter. Wenn ich mich recht entsinne, ist er auch Anwalt. Samuel Cutter. Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört. Du musst auf jeden Fall von ihm in der Zeitung gelesen haben. Er wurde vor einiger Zeit wegen Mordes an einem Polizisten angeklagt. Er kam aus der Sache mit blütenweißer Weste wieder heraus. Aber er hatte sich verschätzt. Er unterschätzte die Macht der öffentlichen Meinung. Was willst du damit sagen? Cutter hatte alle am Prozess Beteiligten gekauft, sogar den Gerichtsdiener. Aber die Presse bekam Wind davon und fing an, Fragen zu stellen. Heutzutage kann die richtige Schlagzeile mehr Köpfe rollen lassen als die Guillotine während der Französischen Revolution. Die Leute, die Cutter geschmiert hatte, kriegten kalte Füße und ließen ihn hängen, weil sie Angst vor Skandalen hatten. Bestechung ist eine feine Sache, Jack. Aber man muss sich immer bewusst sein, dass man es mit Leuten zu tun hat, die sich hinter einer Visitenkarte verstecken. Was ist mit Cutter passiert? Das ist noch das Tollste. Cutter wurde im ersten Prozess freigesprochen. Aber es gab ein paar Monate später noch einen zweiten. Und der ging für ihn nicht so gut aus. Er musste in den Knast? Ja, er wurde eingesperrt und dann mundtot gemacht. Man fand ihn mit einem Messer im Rücken in seiner Zelle. Dadurch zerbrach die gesamte Organisation hier in New York. Und mit ihr alle Spekulationen um die Verwicklungen von Politikern in die organisierte Kriminalität. Also konnten alle das Gesicht wahren. So sieht's aus, Jack. Cutters Tod war so vorteilhaft für viele, wie er verdächtig war. Tja, wenigstens habe ich jetzt einen Namen. Samuel Cutter. Und sollte er schon mal verhaftet worden sein, muss es in den Polizeiarchiven eine Akte über ihn geben. Ich sollte dort suchen. Weißt du irgendwas über einen, den sie den Türken nennen? Nein, alter Knabe. Der Name sagt mir nichts. Aber das klingt nicht nach jemandem, mit dem man sich zu sehr anfreunden sollte. Da hast du absolut recht. Sagt dir der Name Sean McLean irgendwas? Sean McLean. Nein, mein Freund, da klingelt nicht. Nie von ihm gehört. Gut, das war's eigentlich schon. Danke für die Information, Moore. Kein Problem, Kumpel. Wenn du was brauchst, ruf einfach an. Egal wann. So, und jetzt müssen wir wieder ins Polizeipräsidium, um ins Archiv zu kommen. Um Informationen von Samuel Cutter zu kriegen. Wo willst du hin dieses Mal? Wieder nach Hoboken. Zum Polizeipräsidium in Hoboken. Ganz wie wollen. So, und wie kommen wir da unten rein? Wir brauchen dafür auf jeden Fall Karten. Das Kabuff vom Portier des Dezernats. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Tschüss, Officer. Tschüss. Gut. Da wird natürlich zu sein. Sieht so aus, als sei Victoria nicht da. Aber wir brauchen Karten, um Zugang zu kriegen. Das ist mein Dietrich. Diese Werkzeuge. Aber davor speichern wir erst einmal, bevor wir da weitermachen. Halt, zurück.
So, jetzt werden wir mal versuchen, die Tür zu knacken. Warum sollte ich das tun? Nick. Sonst haben wir ja nichts. Müssen wir nochmal umschauen. Schauen wir vielleicht nochmal ganz oben. Im Polizeiarchiv müsste ich eigentlich Informationen über diesen Samuel Cutter, von dem Moore gesprochen hat, bekommen können. Ich bin sicher, da drin gibt es eine schöne, dicke Akte über ihn. Aber wie kommen wir rein? In den Polizeiarchiv... Es gibt keine Klinken oder Schlösser. Man kommt da nur über diesen Kartenleser rein. Ein Kartenleser. Ich sehe zum ersten Mal so ein Ding. Man zieht seine Karte durch und das Gerät sagt einem, ob man rein darf oder nicht. Alles ganz einfach, wenn man nur eine Karte hat. Ich komme da nicht weiter ohne Karte. Vielleicht hat der Karten für uns. Wahrscheinlich gibt er die uns nicht. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Ich habe ein paar Fragen zu eurem Archiv. Was wollen Sie denn jetzt schon wieder wissen? Was ist das für ein Gerät da neben der Tür? Das haben Sie vor ein paar Monaten hier aufgestellt. Der alte Sam, der das Archiv vorher geleitet hat, ist in Ruhestand gegangen. Und anstelle eines neuen Beamten hat das Department dieses Ding angeschafft. Wie funktioniert das? Jeder Beamte hat eine individuelle Lochkarte. Wenn Sie ins Archiv müssen, nehmen Sie einfach die Karte raus und ziehen sie durch diese Maschine. Das Gerät erkennt den jeweiligen Beamten und die Tür zum Archiv geht auf. Also jeder Beamte hat seine eigene Lochkarte. Victoria hat sicher auch eine. Wie komme ich rein? Ganz einfach. Eine Unterschrift auf einer Urkunde und 9 Monate Polizeischule. Kumpel, Zugang zu den Akten kriegt man nur mit Polizeimarke. Keine Marke, kein Zugang. Gut. Ich habe keine weiteren... Besser. Tschüss. Tschüss. Victoria hat er Karten. Nun wollen wir doch hoffen, dass... Halt, wir müssen aufhören. Dass sie die Karten nicht dabei hat. Das ist Victorias. Tja, ich sehe keine andere Möglichkeit. So wird's sein. Gut. Schauen wir mal, ob das hier haut. Irgendwie. Ah, verdammt. Das Schloss hat sich zurückgestellt. Ich muss von vorne anfangen. Ach, das kann auch passieren. Und jetzt klickt nichts mehr. Gut, ganz um. Ganz rundum geht's nicht, oder? Ah, verdammt.
verdammt. Gut, ganz oben. Wo ist das zweite? Da rüben. Ah, verdammt. Na jetzt. Ah, verdammt. Nochmal. Ganz oben. Dann da unten. Ah, verdammt. Gut, man muss schnell sein, anscheinend. Ah, verdammt. Gut, der eine ist jetzt um. Der ist da. Der ist da. Wo ist der andere? Ah, verdammt. Jetzt hat. Gut. Herren sind wir. Eine Garderobe. Nein, ich bin nicht hier, um meine Nase in Victorias Angelegenheiten zu stecken. Ja, diesmal muss aber sein. Hier sehe ich nicht. Eine Karte von New York und ein paar alte Fotos von Mexiko. Ich interessiere mich nicht für das Sammeln von Postkarten. Ich glaube schon nicht, dass Victoria begeistert sein wird, dass ich ihr Büro aufgebrochen habe. Hier sehe ich nichts. Nix. Ich bin nicht hier, um meine Nase... Auch nix. Dann wahrscheinlich da drin hat. Die Schreibtischschubladen. Ein praktischer Platz, um die Zugangskarten fürs Archiv aufzubewahren. Dann schauen wir mal nach. Es ist zu dunkel, um zu erkennen, was in den Schubladen ist. Gut, wir haben Taschenlampen dabei. Ja, mal sehen, ob ich die verdammte Zugangskarte fürs Archiv hier finden kann. Es gibt hier so eine Art Kombinationsschloss, das die letzte Schublade verschließt. Na toll. Wie viele Farben sind das? Mehrere. Und wie komme ich auf die Kombination? Eine Karte von New York und ein paar alte Fotos von Mexiko. Da kommt Victoria her. Da ist ein Schild auf dem Schreibtisch. Victoria Diaz, Police Sergeant. Das Mädchen ist weit gekommen. Die war noch ganz grün hinter den Ohren, als ich sie kennengelernt habe. Hier sehe ich nichts von Belang.
Ich habe jetzt keine Zeit, mich hinzusetzen. Nein, ich bin nicht hier. Eine Karte von New York und ein paar alte Fotos von Mexiko. Da kommt Victoria her. Die Schreibtisch. Gut. Nehmen wir vielleicht einmal. Achso, da kriegen wir wieder keine Hilfe. Selbstverständlich. Tja, wie machen wir denn das jetzt? Irgendwie ein Hinweis sagt man nicht, dass man vielleicht Die irgendeine Farbkombination. Müssen wir mal schauen. Das Dezernat ist genauso wie in meiner Erinnerung. Eine Pinnwand voller Zettel und Bekanntmachungen. Ein Beispiel unsinniger Büro. Ich fasse lieber nichts an. Der Posten des Diensthabers. Vielleicht können wir die fragen. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie... Du nix. Tschüss. Wegen den Lieblingsfarben von der Diaz. Del Nero, willst du nicht endlich... Ich wollte Sergeant Diaz ist nicht hier. Ich dachte, Angst, dass Sie mir helfen. in der Situation... Sie hat deine Brauchen wir Kaution... nix. Tschüss. Man sieht sich... Tja, anscheinend bleibt nichts anderes übrig, als es auszuprobieren. Aber das werden wir wahrscheinlich erstmal ohne Aufnahme machen. So, da sind wir schon wieder. Die Schreibtischschubladen. Die Kombination haben wir immer noch nicht. Jetzt habe ich da ein bisschen rumprobiert und ich habe das immer noch nicht ausgefunden. Aber mir ist aufgefallen, Victoria Diaz kommt ja aus Mexiko. Und Mexiko besteht ja aus 3 Farben, also die Nationalflagge. Und zwar müsste das... war glaube ich grün, oder? Weiß und rot. Ich glaube, da waren wir schon, das haben wir schon mal probiert. Aber wo ist rot?
Die Kombination war die mexikanische Flagge. Victoria und ihre Sentimentalitäten. Ach so. Gut. Werbung für einen Fährbetrieb, der Manhattan mit Glen Cove verbindet. Vielleicht hat Malone Victoria dahin geschickt. Die Zugangskarte zum Archiv. Die nehme ich mit. Ich hoffe, es macht Victoria nichts aus, dass ich ihre Karte für eine Weile ausborge.